Hallo zusammen, willkommen zurück bei «Höre mal». Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder einfach eingeschaltet habt, ich weiss nicht, ob wieder. Ich habe gedacht, ich fange langsam mal an, so auch wie jeder andere Podcast so ein bisschen mit einem Live-Update am Anfang. Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, die letzte Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, war gestern und jetzt ist ein Tag später und ich bin schon wieder am Aufnehmen. Es hat mir mega Spass gemacht und ich habe mega viele tolle Nachrichten von euch bekommen, dass ihr es auch toll gefunden habt. Und darum bin ich jetzt halt mega hyped irgendwie und habe gerade Zeit gefunden und habe gedacht, ja, dann nehme ich halt jetzt gerade die nächste Folge auf. Ich habe heute Uni gehabt und ich schwöre es euch, ich habe nichts gecheckt. Doch, die erste Vorlesung war einfach nur so, ähm, klinische Psychologie, hat er uns so gezeigt, in Real Life, so mit einem Schauspieler, wie er Therapie macht, weil er ist Therapeut, also Professor. Das war mega geil. Aber mit dann musste ich pissen und nachher bin ich zurückgekommen und habe irgendwie den Faden verloren. Und nachher hatte ich halt Statistik. Und Leute, ich schwöre es euch, studiert nicht Psychologie, wenn ihr scheiße seid in der Mathe. Also, doch, man kann es schon schaffen. Aber ich bin einfach, glaube ja, nicht so begabt in dem. Auf jeden Fall, das ist so mein current Life-Status. Es läuft überhaupt nichts bei mir und ich bin echt froh. Ich bin einfach froh um meine Ruhe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wie es euch so geht, wo ihr gerade im Leben so steht. Es nimmt mich mega Wunder, mit was für Leuten ich da eigentlich so rede. So, sind ihr gerade am Gymi, sind ihr am Studieren, sind ihr eine Lehre am machen, sind ihr am Arbeiten? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht mache ich auch so eine Umfrage auf Spotify. Das kann man ja. Ich muss das erstmal so abchecken. Ja, auf jeden Fall hat mich mega, mega gefreut, wie viele positive Nachrichten das ich bekommen habe. Und es haben auch recht viele Leute so konstruktive Kritik gehabt, die mega geholfen hat. Ich bin jetzt vorher gerade live gegangen auf TikTok, um mein Stativ oder Ständer, Digga, für mein Mikrofon. Ich weiß nicht, wie ich meinen Satz angefangen habe. Sorry, Leute, Faden verloren. Aber eben, bin live gegangen, dass mir die Leute helfen, wie ich jetzt zusammenbauen muss, weil ich halt legit nichts gecheckt habe. Ähm, und dann haben wir alle angefangen zu sagen, mein Mikrofon sieht aus wie ein Dildo. Das finde ich einfach nicht okay. Ich finde das Mikrofon richtig hübsch. Ja. Auf jeden Fall, in der heutigen Folge soll es um das Thema Gossipen gehen. Und ich finde, einfach das englische Wort ist hier mehr angebracht. Sorry, wenn euch die Anglizismen langsam stören. Mehr an. Aber auch passen sie einfach besser. So, so lästern, ich meine nicht nur lästern. Ich meine einfach so das so ein bisschen so ein bisschen tratschen. Sagen wir tratschen. Aber ich finde, tratschen ist ein hässliches Wort. Und vor allem wird so assoziiert mit Tratsch-Tante. Und das gibt mir einfach ein komisches Bild. Das meine ich nicht. Einfach eben so Gossipen, wir reden so über Leute oder über... Ja, es ist eigentlich immer über Leute, sorry, man kann nur über Leute gossipen. Ähm, Vor allem hintendurch, glaube ich, gehört so ein bisschen zu der Definition, dass es so ein bisschen heimlich, so ein bisschen «Hihi, eigentlich sollten wir nicht über das reden, aber wir machen es und es fühlt sich mega gut an.» Ich glaube, Gossipen ist auch so ein bisschen charakterisiert durch das. So, es ist nicht, du fühlst dich nicht während dem Gossipen schlecht, sonst würdest du es ja nicht machen. So, wir fühlen uns alle Baba während dem Gossipen. So, ja, oh mein Gott, du hast recht und fuck ja, das hat mich auch richtig aufgeregt an ihr. Und wisst ihr, was ich meine? So, es ist im Moment so richtig gefühlsbeladen und emotional. Emotional, ja. Ja, egal. Ähm, und eben, weil es so viel mit Emotionen zu tun hat, betrifft es uns, glaube ich, auch alle. Und es ist auch so ein Thema, das wir alle kennen. Und wir wissen auch alle, es ist nicht gut. Trotzdem macht es basically jeder, glaube ich, fast jeden Tag. Und darum habe ich gedacht, das ist ein mega spannendes Thema, um so ein bisschen darüber zu reden. Und auch so allgemein, weil mein Podcast ja mega neu ist, will ich auch so ein bisschen sagen, es ist nie, dass ich behaupte, dass das, was ich jetzt sage, Facts sind, sondern es soll einfach so eine kritische Diskussion sein, so ein bisschen pro-kontra-mässig oder einfach so, wir können uns alle einbringen in das. Ich würde mir mega gerne eure Meinung dazu schreiben auch. Ich will mir auch überlegen, ob ich einen Insta-Account nur für den Podcast machen soll, dass man dort quasi auch in den Kommentaren so ein bisschen über genau das Thema schreiben kann, weil bis jetzt hat es halt wie nicht so eine Plattform für das auf meinem eigenen Account. Ähm, ja, let me know, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr dazu denkt. Ja, auf jeden Fall. Sorry, ich sage immer auf jeden Fall.
Es ist einfach mein Wort. Wie legit. Legit, auf jeden Fall. Wir müssen damit leben. Ähm, ich finde so das Positive am Gossipen ist, dass man seine Gefühle ausdrücken kann. Und das, wenn willst du sonst sagen, ey Bro, das hat mich richtig aufgeregt. Und wenn du dann noch Zuspruch bekommst, zum Beispiel, du gehst zu deinen Kollegen und sagst, Alter, im Fall, ich schwör's dir, die Melina hat heute so eine Scheiße rausgelassen, oder? Und sie sagen, hey, im Fall, ich habe mir auch gedacht, das ist ein bisschen komisch. Dann weißt du wie so, okay, ich habe die Situation nicht völlig crazy eingeschätzt und bin einfach dumm oder irgendwie sensibel, sondern andere Leute haben das auch so wahrgenommen. Das heißt, vielleicht ist das, was sie gemacht hat oder gesagt hat, wirklich nicht so gut. Wisst ihr, was ich meine? Es hilft einem wie so in sozialen Situationen ein bisschen etwas dazu zu lernen, weil wir lernen das ganze Gossipen mega früh und durch das hörst du auch, was andere Leute nicht okay finden an andere Leute. Weil Gossipen tust du nie mit Leuten über dich selber, oder? So, du hörst, also wenn der Peter das macht, sind die Leute hässig. Das heisst, ich sollte das wahrscheinlich auch nicht machen. Wisst ihr, was ich meine? Und das, ich habe das Gefühl, das gehört mega so zu der Sozialisierung. Oh, das ist mega deep, Alter. Ich weiß selber nicht, was das Wort bedeutet. Aber das gehört einfach so dazu. Und man lernt mega viel so zwischenmenschlich durch das Gossipen. Und genau umgekehrt, wenn du keinen Zuspruch bekommst, während du irgendwie probierst, so ein Gossip-Gespräch mit jemandem anzufangen, merkst du so, oh, vielleicht ist meine Wahrnehmung da jetzt gerade ein bisschen nicht so geil gewesen, oder ich habe irgendwie sonst persönlich ein Problem mit ihr, aber das, was sie gesagt hat, ist eigentlich gar nicht so falsch gewesen. Also ja, wenn du genug Selbstreflexion Fähigkeit besitzt, um dir das zu denken. Mega viele Leute denken dann auch so, dann sind die halt dumm, wenn die das nicht gesehen haben. Aber eigentlich sollte man sich ja dann wie so ein bisschen zusammenreissen und denken, wenn jetzt 5 Leute mir sagen, hey, also sorry, das habe ich jetzt nicht so gesehen, dann ist es vielleicht auch so, aber Alter, jetzt weiß ich schon wieder nicht, mit was ich den Satz angefangen habe. Ich mache zu lange Sätze. Okay, Reminder an mich selber. Ich muss einfach aufhören, lange Sätze zu machen. Es ist halt auch ein bisschen blöd für mich, ich schneide das Ganze nicht. Also ich muss jetzt einfach damit klarkommen, wenn ich so Fehler mache. Ja, auf jeden Fall eben so, vor- die grösste positive Sache am Gossip ist wirklich, man kann seine Gefühle ausdrücken und ich habe das Gefühl, nach so einem Gespräch, also Gossip passiert ja immer mega spontan. Du denkst dir nicht so, okay, doch, amigs denkt man sich schon so, wow, das muss ich nachher erzählen oder so. Aber es passiert einfach irgendwie spontan und du bist dann mega schnell mega invested und vielleicht hast du vor dem Gossip-Gespräch noch gar nicht richtig gewusst, was deine Meinung dazu ist oder dass es dich so spezifisch gestört hat und nach dem Gespräch bist du mega im Klaren darüber, wie du dich fühlst. Und ich glaube, das ist schon etwas mega wie so Mächtiges eigentlich. Weil es gibt wenig Situationen, wo dir deine Gefühle klarer zeigen, als wenn du hässig wirst über etwas. Und du kannst dich wie nachher nach dem richten. So, okay, es stört mich, wenn die Leute mich auslachen, wenn ich vorbeilaufe. Und es war mega unnötig. Also, Conclusion, will ich vielleicht einfach weniger mit diesen Leuten chillen. Oder Conclusion, finde ich es auch nicht cool, wenn meine anderen Kollegen dann plötzlich das Gleiche machen und sich so gegen mich entscheiden. Zum Beispiel, so mega dummes, ich weiß nicht, ob das jetzt zu abstrakt war, aber wisst ihr, was ich meine? So, man kann einfach so Entscheidungen nachher auf dem basieren, habe ich das Gefühl. Ein nächster positiver Punkt, der so ein bisschen, keine Ahnung, so nicht so versteckt positiv ist, ist, wenn du mit Leuten, also so mitbekommst, was Leute gossipen, siehst du mega, mega schnell ihr wahres Gesicht. Ich finde, es gibt ganz verschiedene Arten von Gossipen. Du kannst wirklich einfach quasi in einem sicheren Rahmen mit Leuten, die du vertraust, sagen, ey, sorry, ich habe das wirklich nicht geil gefunden, was sie gemacht hat. Weil du vielleicht nicht parat bist, um straight up zu dieser Person zu gehen. Oder es ist nicht so deep genug, um zu dieser Person zu gehen und zu sagen, hey, das hat mich gestört, was du gemacht hast. Du willst die Person auch nicht wirklich angreifen, aber du willst wie irgendwo rauslassen. Ja, Bro, das hat mich jetzt auch gestört. So, das ist eine Art von Gossipen. Aber die andere Art von Gossipen ist so, oh mein Gott, hast du gesehen, was sie angehabt hat? Ihr Arsch hat richtig scheiße ausgesehen in dieser Hose. Hä, was meint die eigentlich? Die sieht ja hure emo aus. Mit diesen schwarzen Kleidern. So Sachen. Wenn du das mitbekommst, siehst du instant, was das für Leute sind, mit denen du die abgibst. Weil, dass Leute vor dir gossipen, müssen sie sich erstmal wohlfühlen zum Gossipen.
Und wenn sie sich wohlfühlen, oder noch besser, Alter, wenn du die Leute basically nicht kennst und sie schon bei dir anfangen zu gossipen, weißt du, sie machen das überall. Die machen das mit allem und jedem und es ist ihr Hobby, weil sie haben gar nicht das Gefühl, sie müssen dich gut kennen, um das bei dir rauszulassen. Es ist ihnen scheißegal, wer das mitbekommt. Sie fühlen sich nicht schlecht für das oder so. Es ist nicht in einem safen Rahmen kurz mal seine Gefühle rauslassen, sondern es ist so gezielt, ich habe jetzt einfach Lust zum schlecht reden und du bist gerade da und darum passt mir das. Wenn du das merkst, Bro, renn weg von diesen Leuten. Du willst nichts mit Leuten zu tun haben, die gerne gossipen und nichts Besseres zu tun haben. Jetzt sind wir eigentlich schon wieder beim Negativen. Aber eben, das ist das, was ich meine. Es ist so versteckt positiv, indem das Verhalten der Leute, du kannst das deuten und siehst mega schnell, die sind wirklich genuine und haben halt gerade vielleicht das Problem, aber die Art und Weise, wie sie sich ausdrücken während dem Gossipen, finde ich eigentlich voll respektvoll und okay und ich verstehe es. So, du musst dich ja nicht auf ihre Seite stellen, aber du kannst so sagen, ja okay, ich verstehe, wieso sie das nervt, zum Beispiel. Und dann siehst du, hey, das ist eine Person, die Respekt hat vor anderen, sogar in einer Situation, wo sie genervt ist. Andererseits eben, wie ich gesagt habe, renn weg, sobald du siehst, dass jemand über die Grenze hinausgeht und einfach bodenlos wird. Weil glaub mir, alles, was Leute bei dir rauslassen, lassen sie bei anderen Leuten dafür über dich aus. Wisst ihr, was ich meine? Wenn jemand sich so safe fühlt, zum Beispiel über mega enge Friends von sich selber bei dir rumlästern und du bist nicht mal so eng mit dieser Person, dann logisch wird über dich noch viel Schlimmeres gesagt, weil du bist ja nicht einmal so im engen Kreis von dieser Person. Und das sind einfach schlimme Leute. Darum braucht Gossip als so, spüre, ob du mit diesen Leuten chillen willst. Dann, was so low-key halt auch noch positiv dran ist, es ist so leichte Unterhaltung. Und auch positiv daran ist, dass es bindet einem mega. Kennt ihr das? Man trifft sich so mit Leuten von der alten Klasse und du so random im Bus und du willst eigentlich, am liebsten würdest du so tun, als hättest du sie gar nicht gesehen. Du willst gar nicht miteinander reden. Und dann sagt man irgendwie Hallo und so, zack, 2 Sekunden später bist du im Gespräch und redest so darüber, ja, was macht eigentlich die Jasmin gerade und der Markus, wo sind die gerade so im Leben? Ja, ich habe das und das gehört. Ja, haha, weisst du noch, früher war er richtig scheiße. Hihihi. So das. Und instant hast du so eine Connection, wo du dich wieder wohlfühlst miteinander und so ein bisschen so nostalgisch bist vielleicht sogar. Und man hat also man impliziert, also man sagt so unterschwellig, ich vertraue dir. Auch wenn das vielleicht gar nicht so ist. Aber man kriegt das Gefühl, die Person traut sich bei mir, schlecht zu reden über Leute oder halt so ein bisschen Gefühl rauszulassen. Das heisst, sie vertraut mir. Das heisst, ich kann der Person auch vertrauen. Und das ist halt wie auch mega gefährlich. Aber man muss auch sagen, es hat auch wie jetzt zum Beispiel in Freundschaften, wo man einander wirklich vertraut und es ist wirklich halt einfach eine gute Freundschaft, bindet einem das auch mega aneinander, dass man so ein Safe Place hat, wo man weiß, hey, dort kann ich mal einfach meinen Shit rauslassen und es judgt mich niemand dafür und es ist auch nicht so deep und wir müssen auch nicht 2 Stunden darüber reden, aber einfach so, es ist draussen. So, das ist, finde ich, so die einzigen Sachen, die positiv sind am Gossipen. Keine Ahnung. Ähm, Negativ, obviously, es ist mega scheiße für die Leute, über die gegossipt wird. Es ist einfach oberflächlich meistens. Es ist auch einfach eine Energieverschwendung, finde ich. Und wenn du selber merkst, du bist eine Person, wo nicht gern über andere Leute redet oder gossipt oder so, es entzieht dir Energie. Und du umgibst dich aber mit Leuten, die das mega gern machen. Und was auch nicht stört, die Leute werden nicht müde von diesen Gesprächen. Dann entzieht dir das einfach deine ganze Energie und du kommst heim und bist mega müde. Und dann musst du auch einfach für dich selber merken, so, hey, ich glaube, das sind einfach nicht Gesprächsthemen, wo ich Bock drauf habe. Gar nie, nie. Dann chillst du wiederum auch nicht mit diesen Leuten. Ist ja voll okay, aber allgemein würde ich sagen, für die meisten Leute, außer es haben sich wirklich so 2 eben Lästertanten gefunden, ist es eine extreme Energieverschwendung. So, es kann eben etwas Kleines passiert sein und du redest einfach 30 Minuten drüber und vertiefst dich so und
hockst so wie auf dem rum und sobald du halt über etwas redest, bleibt es auch eher. So, du denkst dann vielleicht den ganzen Tag noch mal so ein bisschen drüber nach, so: «Hey, das hat mich eigentlich hure gestört.» Oder weil es jetzt halt auch so ein bisschen verbreitet hast in deinem Freundeskreis, kann es auch sein, dass die anderen sich dann mehr darauf achten und die dann wiederum noch mal so ein bisschen darauf hinweisen, wenn es nächstes Mal vielleicht passiert und du achtest dich dann viel mehr auf alles Negative. Und das ist einfach wie so ein bisschen eine Abwärtsspirale, die zu vermeiden ist, wenn es einem vielleicht sonst schon nicht gut geht oder so. Andererseits habe ich auch das Gefühl, wir lästern auch mehr, wenn es einem nicht gut geht oder wenn einem langweilig ist oder so. Es ist wirklich so ein bisschen so ein Zeichen von, ich habe gerade legit nichts Besseres zu tun. Was man sich halt auch von sich selber fragen muss, so, will ich so jemand sein? Will ich jemand sein, wo die Leute wissen, die reden über jeden und alles Scheiße? Nein, will man nicht. Ähm, und was auch mega schlimm ist am Lästern, es kommt immer raus. Sobald du etwas über jemanden sagst, über 4 Millionen Ecken, wird das wieder zu dieser Person zurückkommen. Und ich habe das selber schon erlebt. Also, Leute, ich bin genauso eine Gossip-Hoe wie ihr alle auch. Wir sind alle Gossip-Hoes. Aber, oh, jetzt läuft meine Mami. Okay, ich hoffe, man hört es nicht. Ich höre, dass meine Mami auf WhatsApp umschreibt. Kennt ihr das? Sind eure Mütter auch immer das Handy nicht auf lautlos? Meine Mami hockt, während wir einen Film schauen, schreibt sie kurz auf WhatsApp etwas und macht tick, 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 tick. Nee, das geht gar nicht. Naja, eben, es kommt immer raus. Ich habe das am eigenen Leibe schon erlebt. Und wir tun alle so, dann so, hä? Nein, das habe ich gar nie so gesagt. Und du weißt, Bro, Digga, wer hat mich verpetzt? Und das ist genau das, du kannst wie niemandem böse sein für die verpetzen, weil du hast ja selber schon Scheiß geredet. Wenn die nächste Person auch Scheiß redet, macht sie ja nur das Gleiche wie du. Du solltest wie hässlich auf dich selber sein, dass du überhaupt das Bedürfnis hast, Scheiß über jemanden zu reden. Ähm, Gleichzeitig weißt du dann aber auch so, okay, mit dieser Person wird ich safe nicht mehr Scheiß reden. So, das ist ja so pro-contra wieder. Dann ist auch noch so ein bisschen, ich will es gerne stille Postphänomen nennen. So, du findest vielleicht, es ist gar nicht so deep, eben, so, du sagst einfach kurz so, Alter, heute ist der so mühsam gewesen, hat ihm so am liebsten den Fuß in die Fresse geknallt. Und dann passiert aber das, dass es so ein bisschen, jeder so ein bisschen weiter erzählt, vielleicht untereinander, wenn du nicht dort bist, darüber geredet wird, was genau passiert ist. Dann geht es noch weiter zu der nächsten Friend Group, wo du gar nichts damit zu tun hast. Und am Schluss ist etwas völlig anderes. Und das ist ja gar nicht eigentlich deine Intention gewesen von Anfang an vielleicht, aber schlussendlich bist du der Auslöser gewesen, dass jetzt vielleicht in der nächsten Ecke heisst, Alter, der Anton hat im Fall gesagt, der Mann ist fett. Oder so, so etwas, was gar nicht mehr zusammenpasst zum Beispiel. Und ich weiß einfach nicht, ich finde, ich will nicht verantwortlich sein dafür, dass Gerüchte über Leute umgehen, nur weil ich kurz hässig war. Und das ist einfach, man muss wie so ein bisschen abwägen, so, ist jetzt meine kurzfristige Zufriedenheit mit der Situation, dass ich es so ein bisschen rauslassen kann, ist es das wert, dass langfristig vielleicht das Bild von jemandem völlig zerstört wird, weil das einfach so in der Welt umschwebt und jeder halt mega gerne Sachen weiterträgt und mega gerne gossipt. Und das ist eben das Problem. Wir lieben es alle. Es ist so spannend, wenn jemand sagt, oh mein Gott, ich muss dir nachher in der Pause noch etwas erzählen. Wow, was? Ich kann nicht warten bis zu der Pause. Ich spam die jetzt auf WhatsApp voll, bis du es mir erzählst. Da wisst ihr, was ich meine? Es ist genau das. Und alle sind so geil auf das. Niemand tut es questionen. Niemand hinterfragt, hm, ja, das macht jetzt aber nicht so Sinn. Es ist so, was? Oh mein Gott, der hat das gemacht. Oh mein Gott, der ist so eine Hure. So. Wisst ihr, was ich meine? Das ist auch so ein bisschen das Problem. Man macht sich zu wenig Gedanken darüber, was es überhaupt für Auswirkungen hat. Weil es eben auch so emotionenbasiert ist und einfach so schnell passiert. Und das tut es dann auch wieder so ein bisschen rechtfertigen. Es ist nicht so, für die meisten Leute ist es nicht so, wir sitzen da und denken, so, jetzt rede ich mal Scheiß über den Ricky. Alter, meine Namen sind so gut, die ich mir ausdenke. Und dann komme ich auch schon so zum letzten negativen Punkt. Also, man kann sagen, es ist alles scheiße am Gossipen. Am besten, es würde nicht existieren. Aber das wird es nie geben. Aber so etwas Grosses, Negatives daran für einen selber ist auch so das schlechte Gewissen, das man bekommt. Das ist eben so ein bisschen verbunden mit allem, was ich bis jetzt gesagt habe. Aber es ist wirklich so, du kennst das, du gehst heim und du denkst so, Alter, wieso habe ich das jetzt erzählen? Ich hätte auch einfach meiner Mami können sagen. So,
Jetzt bin ich in einer Gruppe gesessen, habe einen Vortrag gehalten über das und es wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Und das finde ich ist ein mega räudiges Gefühl, weil du kannst es wie nicht rückgängig machen. Und ich habe auch das Gefühl, je mehr man gossipt, desto mehr. Also, wenn du einmal gossipst, machst du es nachher 10-mal. Weil es ist so ein geiles Gefühl für eine kurze Zeit. So. Keine Ahnung, ob ich jetzt einfach delusional bin und selber so die Einzige bin auf der Welt, die findet, so, ja, eigentlich ist es schon ein cooles Gefühl in dem Moment. Aber ich glaube, wenn wir alle ehrlich mit uns selber wären, könnten die meisten das so ein bisschen bestätigen, dass es halt schon so eine kleine Adrenalin-Boost ist. So, yeah, oh mein Gott, wir sind alle so hässig. Ja. Etwas anderes, wo mir auch gerade spontan, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, in den Sinn gekommen ist, wenn man mit es gibt mega viele scheiß Leute. Also generell merkt euch, wenn ihr in einer Freundesgruppe sind, wo nur Scheiß redet, best believe, ihr seid am falschen Ort. Wirklich. Ihr könntet eure Zeit so viel besser brauchen. Ihr könntet so viel besser gelaunt sein, wenn ihr mit Leuten wäret, die einfach normale Sachen erzählen. Hey, ich habe gestern das und das gelesen. Ich habe den und den Film geschaut. So, ja, es sind halt ein bisschen langweiligere Gespräche, aber ihr seid nachher auch nicht scheiße gelaunt den ganzen Tag. Wenn man mit den falschen Leuten ist und das nicht checkt, die Leute wissen genau, wenn sie dir etwas erzählen von jemandem, öffnest du die instant auch mehr. Und die nutzen das mega aus. Das ist mega manipulativ. Zum Beispiel, sie kommen zu dir, oh mein Gott, Emma, du darfst das wirklich niemandem weiterverzählen, gell? Ich habe das nur dir gesagt. Nein, haben sie nicht. Die Person hat das schon 20 andere Leute genau gleich gesagt, von wegen, sag's keinem, gell, nur du weißt das. Einfach zum so ein bisschen, oh mein Gott, was? Oh, sie erzählt es nur mehr, ich bin so etwas Spezielles. Oh mein Gott, wir sind so vertraut miteinander, Bro, Besties, Besties. Und dann passiert das, dass du etwas von dir selber erzählst, weil es ist wie so transaktional. Du kannst nicht Gossip bekommen, aber nichts geben. Meistens. Darum erzählst du vielleicht etwas von dir selber, wo du dann eben wie wieder im Nachhinein so ein schlechtes Gewissen hast und denkst, hä, Digga, habe ich jetzt legit über mich selber gossipt bei dieser Person, einfach um irgendetwas dazu beitragen zu haben. Ich habe ihr gerade ein Geheimnis von mir erzählt, das ich eigentlich vor 2 Stunden gesagt habe, wow, das will ich niemandem erzählen, aber jetzt gerade einfach so zum Entertainment von dieser Person habe ich das kurz über mich selber gespielt. Und das ist einfach so der Nummer 1 Indikator, dass man keinen Respekt vor sich selber hat. Und das bin sowas von ich, Leute. Glaubt nicht, dass ich mich irgendwie über das stelle. Es ist genau, wie ich bin. Und ich denke mir jedes Mal so, Alter, habe ich nicht genug Respekt vor mir selber, dass ich meine eigenen Geheimnisse bei mir behalten kann. Und das hat aber auch so ein bisschen mit Naivität zu tun, glaube ich, dass man halt denkt so, ah ja, die erzählt das safe nicht weiter. Sie hat ja gesagt, sie erzählt es nicht weiter. Aber Leute, super, mega, giga passend zum Thema Gossip. Wenn dir jemand sagt, ich sage es niemandem weiter, versprochen, glaub das nie im Leben. Sobald du jemandem etwas sagst, du musst damit rechnen, es könnte die ganze Welt erfahren. Denk dir das einfach jedes Mal vorher. Will ich wirklich, dass die ganze Welt das weiß oder will ich das nicht? Darum, wirklich, ich meine es ganz ernst, weil wenn jemand in einer Beziehung ist, das ist eh schon, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Der Freund oder die Freundin darf eh alles wissen. Dann erzählt das oder dies vielleicht weiter, zack, wissen es schon wieder 5 Leute mehr. Wisst ihr, was ich meine? Es geht immer weiter. Oder die Person hat vielleicht noch eine andere beste Kollegin oder beste Kollege. Dort dürfen wir natürlich auch alles einander erzählen, weil wir müssen einander ja alles erzählen. So, glaubt es einfach nie. So. Und da komme ich auch gerade noch zu einem weiterführenden Thema. So apropos, am Anfang habe ich ja gesagt, Drahtstante. Das impliziert ja auch wieder, es geht nur um Frauen. Frauen reden über alle. Typen sind immer so, wow, ihr Frauen, ihr könnt auch nichts außer lästern, bla bla bla. Habt ihr schon mal mit einem Typ gelästert? Die sind so into that shit. Die sind so fucking invested. Ich habe das Gefühl, vielleicht auch, weil sie nie so viel mitbekommen und dann ist es umso crazier, wenn ihnen mal erzählst, was so alles abgeht und sie sind so, was? Oh mein Gott. Aber Typen untereinander lästern in dem Fall auch. Werdet nicht täuscht, nur weil sie so eine auf grosse Eier machen und so, wir haben das nicht nötig und so. Bro, die reden untereinander genauso viel Scheiße in der Freundesgruppe wie wir untereinander als Frauen im Fall. Ich glaube, das ist einfach so ein universelles
Ding. Ich habe auch mal schon so gehört und gelesen, dass es vielleicht evolutionär bedingt ist, dass man halt so wie gewarnt worden ist vor schlechten Leuten und vor so gefährlichen Situationen und so durch Gossip und eben, dass es so Communities gebildet hat und so. Was weiß ich, vielleicht ist es auch einfach in unserer scheiß Biologie drin. Aber das wollte ich einfach nur mal noch kurz so anmerken. Ihr Männer sind überhaupt nicht besser. Ich weiß leider nicht so viel darüber. Also ich habe schon auch in Real Life selber mal schon das mitbekommen, dass Männer auch sehr invested sind. Ich meine auch schon Leute, wenn ihr schon mal einen Freund gehabt habt, Freunde sind so invested. Was? Oh mein Gott, sie hat das gesagt. Hey, wie ist das eigentlich noch weitergegangen mit der Mathilda? Kannst du mir noch mehr erzählen? So, wir sind alle scheiße. Geben wir es zu. Und mein Fazit von dem Ganzen ist, dass ich nicht sagen will, so, wir müssen alle aufhören gossipen. Eben, wie ich gesagt habe, in einer Idealwelt safe. Viel besser, wenn wir aufhören würden. Aber ich glaube, der Key ist so, dass man einfach so eine Balance findet zwischen einfach jemand grundlos oder relativ grundlos Shit talken und vor allem so auf äußerliche Sachen gehen oder halt einfach auf so auf ein Niveau runtergehen, das nicht nötig ist. Oder ob du in einem wirklichen, so sicheren Raum dir die Möglichkeit mal gibst, einfach so darüber reden, was dir gerade auf dem Herzen liegt, quasi. So, Digga, jetzt hätte ich fast gekotzt. Ich hoffe, ich kann das rausbearbeiten. Ich habe legit gerade fast darüber gekotzt. Sorry. Was habe ich gesagt? Ah ja, und da würde ich gerne den Begriff vom Ranten einbringen. Können wir anstatt Gossipen bitte einfach ranten? Ich finde Rant, ich weiß nicht, wie ich das definieren soll, wenn ihr nicht genau wisst, was das heißt. Es ist auf jeden Fall ein englisches Wort und es ist so wie, ich würde sagen, so sich auskotzen. Eben so, einfach mal kurz sagen, ey, das hat mich so gestört und dann ist gut, dann ist fertig. Aber nicht so in den Dreck ziehen von einer Person. Vielleicht auch, hört auf, allgemein über Leute reden, die nicht so eine bedeutsame Rolle in eurem Leben spielen. So, ist es jetzt wirklich so wichtig, bei deiner ganzen Freundesgruppe negative Vibes auszustrahlen, weil die Kassiererin nicht nett zu dir war? So, es gibt gewisse Sachen, die kann man wie auch einfach liegen lassen. Und nicht alles müssen als Entertainment brauchen. Das ist auch etwas, was ich wirklich so zum Schluss gerne würde sagen. Braucht nicht Gossipen als Unterhaltungsquelle. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, so, das ist schon so etwas Positives dran. Ja, ist es. So, es ist funny, so haha. Und man hat immer ein Thema. Aber vor allem auch über Leute, die euch nachstehen. Ich weiss, das passiert mega schnell so und das ist eben auch das, wo es mega schlechtes Gewissen gibt nachher. Oder auch nicht über euch selber. Hört auf, über euch selber gossipen. Das ist auch ein guter Reminder an mich selber, wenn ich das dann nachher 40 Mal hören werde, um zu kontrollieren, ob der Podcast scheiße ist. Wirklich. Wir müssen aufhören, uns selber so zu disrespekten. Weil so, Bro, wenn wir schon über uns selber gossipen, zu was sind wir denn sonst noch bereit, über andere Leute zu sagen? Genau. Das war eigentlich alles, was ich zu diesem Thema zu sagen hatte. Ich glaube, ich könnte noch stundenlang weiterreden über das, aber ich will euch jetzt auch nicht irgendwie überfordern. Ich hoffe, es war irgendwie spannend gewesen. Ich stelle mir so vor, dass die meisten Folgen zu so Oberthemen so verlaufen werden, dass ich gerne so ein bisschen beide Seiten beleuchten würde und so ein bisschen mein Fazit daraus ziehen würde. Und ich glaube, eben das bietet auch so mega Möglichkeit, dass wir so zusammen so ein bisschen darüber diskutieren können und so. Darum sagen wir wirklich Bescheid, ob ihr das auch cool fändet, mit so einer Insta-Plattform, wo dann irgendwie zu jeder Folge zum Beispiel einfach ein Feed-Post kommen würde, dann kann man dort drunter so ein bisschen darüber seine Meinung sagen. Ich fände das mega, mega cool. Immer könnt ihr mir sehr gerne Feedback geben. Ich freue mich mega. Ihr dürft auch, wenn ihr euch comfortable fühlt, auf welcher Plattform auch immer ihr das schaut, mir eine Bewertung hinterlassen. Das würde mich mega freuen. Es hilft mir natürlich mega, um so einschätzen, ob es gut ist oder nicht. Aber ja, enjoy. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Morgen, Nachmittag, Abend, wo auch immer ihr seid. Und hört auch nächstes Mal einmal rein. Tschüssi!